Der Sonntag wie der Alltag in viel. Der Sonntag wär genauso wie der Alltag, bloß dat denn keine Feldarbeit anstün oder in der Ahntit. Morgens klock 4 weg Heini futtert dann sofort de Peer und während de Peer freten, werden se nebenbei von August kämmt und striegelt, jeden Morgen und jeden Abend und dat dur lang. Mama oder ich melken denn, weil die frische Melk noch mit mös ne Molkerei. De Melk mös non melken, noch deren Filtegotten werden. Heini läuft denn so viel bis mal dert Hus, ob'n Hof, do wird Sod. He brächt denn jedes Mal 2 Ammel Worte, von Sod über'n Hof dert Hus ob Däl. Jede Kau und jedes Pferd söft für jede Futterung 2 bis 3 Ammel Worte. Worteleitung kann wir noch nicht. Deshalb wäre das Worte für de Pai und Peer von de Kirz slept. De lütteren Mengen Worte werden Haushalt heulen de Frauen Sixums. Ich bleib davon verschont. In Winter, wenn glatt is müssen de Peer auch noch Stollen in de Draht kriegen, dass sie sich nicht die Knochen brechen schön. Ton Stollen in drein wär noch ne Stunde eher weckt. Dat ging bloß zu dritt. Ein Mann müsst den Peerfaut fastholen und der andere schruf de Stollen in. Und immerhin an 8 Peerföt und bloß ne Funzel as Beleuchtung, wo du nix wie sehen könntest, denn mössig Jim wat lüchen mit n Petroleumlampen. Wenn dat so weit fertig wär, fröstig Heini. Und dann kriegen de Peer dat Geschirr Danach spann August de Peer an und Heini Feuer mit n Melkwagen. Damals am mit Gummirer los. Der Lütsche derb, no Lebenhorst, auf Seide, Iding und Itzing. Und sammelt de vollen Melkkannen mit frischer Melk von abends, Toffer und morgens in, sie ne Molkerei zu bringen. Übrigens hat jede Bu seine eigene Nummer mit zwarer Farbe auf den Melkkannen malt. Und jede Bu hat neben sin Hofdor ne Melkbank. Die muss so hoch werden, dass die vollen Melkkannen bloß so auf die Ladefläche von Transportmittel rausgeschoben werden können. Das wird Dauerverschrift. Nimm Frühstück August. Denn hey wär etwas Leute abholt von Lasten mit Anhänge, damit wär auch Melk ne Molkerei transportiert, aber aus ne andere Richtung. Jet braucht mittelsten Derbmenge Bostel und Riepe. August sind auf der Ladefläche oder auf dem Anhänger und die Pforte feuer dicht an der Melkbank, damit August die Melkkannen man so rabeteien kann. Auf der Trichtour werden die Melkkannen, einige leer, andere gefüllt mit Speimelk, welche auf der Melkbank abstellt. Speimelk dein als Viehfutter. Wenn ich Pfirschen ha, muss ich Oma und Opa helfen. Und dat Sonntag und Alltag. Meine Arbeit war ja auch umfangreich. Zum Beispiel Geschirr abwaschen, Fürholz sleben, ton Etten kochen, Swienfutter kochen, Beuten, die Mühlen füllen mit Getuffel für Swienfutter, Sliebszellen rein und wat noch so anfällt. Alles Viehtüch wär jeden Tag 2-mal futtert, der Peer sogar 3-mal. Und die Melktouren füllen auch Sonntag wie Alltag, ob Weihnachten, Ostern, Pfingsten oder Neujahrsstag, weil die Kai jo täglich morgens und abends melken werden und die Melk nicht old, sondern frisch nochmal gereicht muss, damit sie nicht sauer wird. Und Zwien, Kai und Höne wollen auch 2-mal zu fressen kriegen. Aber dafür würden Oma und Opa tosten nicht. Genauso wie für Zwienfutter kochen. Vorher muss die Mühlen füllt werden mit Getuffel. Für heute den Hahn. Utmesten von Stelle und nächst rein. Frisches Gras mein, ton futtern. Nebenbei koch Oma dat Mittagessen, wie gesagt nebenbei. Wird Wäsche bügeln, wür ich tostendig und fett Strümpf stoppen. Mama putzt die Finste. Wenn Heini so halbig 12 zurückkommt von seiner Melktour, spannt he sofort die Peer ab und brecht sie in den Stall ton futtern. Nu slepp he welle Worte für Peer und Kai uden Sod. Und dann han die Peer ihre Mittagpause. So bi 12 gibt Mittagessen. Während der Mittagszeit haben wir noch die Melkverteilung für die Bedürftigen. August kommen sie gegen halbig ein von seiner Melktour zurück und setzt sich glicks an Ettisch. Non Mittagessen haben Heini, August, Oma und Opa eine halbe Stunde Mittagsschlaf. Jetzt zwischen Mama oder ich Köken und Flur. Die Fautbotten bestehen ut Fliesen. Nur wir Welle anspannt und es ging non Fell. Wenn wir abends zurückkommen, melken Mama oder ich, Oma futtert das Zwien und kocht Armbrot
Opa vor de Kai, August vor de Kem und Stiegel de Peer. Und nu wer Welle Worte släppt, für Peer und Kai. Oft wird er noch häckselt. Dat wär glöbig Hobbestroh. Und den als Grundlage für den Hobben, den die Peer täglich zu fressen kriegen. Wenn alles getan wird, gebt Armbrot. Und danach darf ich min Schollerbaden machen. In de Korn- und Hauerntetid ging dat auf Bettklocktein abends, weil dat ja auch wehrabhängig wär. Wenn's Korn und Hau durch wär, muss rinhal werden, befährt weil Regen gäf. Und wir haben jimme wenige als einen halben Tag Tiet für die Arbeit, weil Heini und August ja morgens erst nach Arbeit, nämlich nach Melk tun müssen. Mama hat Schichtdienst bei der englischen Besatzungsmacht und stünd deshalb auch nicht oft zur Verfügung. Die Burens haben das nicht so vor, weil der für mehr Arbeit ja den ganzen Tag zur Verfügung haben und nicht noch nebenbei berufstätig werden. Als ich nach der Schulzeit in der Lehre kam, habe ich Pferdelehr und Nadellehr meinen Arbeitsanteil zu leisten. Wäsche wär mit dem Waschbrett waschen. Das wohl Waschmaschine gäbe noch gar nicht. Die Kockwäsche wär in den Mühlen kocht. Vorher müsste Mühlen leert und reinigt werden von Zwienfutter. Und zwar morgens, weil nach Wäsche kochen neue Zwienfutter in kocht wär für den nächsten Tag. Beim Zwieslachen wär die Wurst und das Fleisch auch in den Mühlen kocht. Genau wie Sirup und Zuckerräum. Wäsche bügeln für Sonntagsarbeit. Damals werden noch Lücke in den Strim stoppt, von mir. Oma meint, dat ich besser kicken kann als sei. Go an Arbeit voll auch gern. Und dat Inkochen von Obst und Gemüse, dat für Omas Bereich. Gefriertruhen geift noch nicht. Mama greift den Gorn Oma sei, ich hack Teuch Krut ut, plück Beeren, Affen und Bohnen und pul Affen ut, Oma kocht in und kocht Saft und Marmelade. Wat wär dat doch Freude für ne Schinderei. In Winter wär Mess und Jahrhut feiert. Per Geschirrflicken in Winter wär Augusts Spezialität. Ich pul die gedrückten Bohnen und sortiert Bohnen und knüt Strümp und Schab wohl von Oma Sims Spun. Oma können als einzige von uns spinnen. Mit de Perlen und Smet no derb mag für ihr August. Wenn ich mal Oma ansnack, da der anderen Kinder buten Spellen treffen, meinen sie man bloß, dass ich doch nicht zuhören soll. Käm trotzdem mal dazu, dass ich mit Spellen woll, mit Ball oder mit Korn. Verleue ich schon und habe ich keinen Spaß. Ich kann aber Strümpf knüten und sogar den Hacken beherrsch ich. Das hat Oma mir beigebracht, das können die anderen Kinder nicht, die beide mit Karo, Korn und Ball spellen können. Oder dem treffen alle anderen Kinder im Sommer in den Busch und Bigbeeren pflücken tun für Küppen. Damit verdienen sie sich ihr Vorrat. Ich musste Haushalten und arbeiten und krieg das nicht bezahlt, dass ich mir ein Rad küppen kann. Deshalb habe ich auch erst mit 12 Jahren Vorradfahren gelehrt, ob Augusts Rad. Alle anderen Kinder können das erlangen und lachen natürlich über mich. Zweimal der Weg habe ich sämtliche Schauwerk zu putzen und die Vorder von Heini, August und Mama, der jo mit dem Rad nach Arbeit fahren muss, bei Wind und Wehr, in Winter wie in Sommer. Das wird damals so. Wie schon mal erwähnt, haben wir keine Wasserleitung und natürlich kein Badezimmer. In der Kökenstunden Stuhl mit ne emaillierte Waschschal. Wenn die Kerls sich wischen, sprüten die man so. Wie Frauen wischen denn die Fliesen welle durch, dat man doch nicht so dicht tapsen de. Dat Waschbade wär oben Herd heit mogt, also nicht vorher dat Fürholten nachlegen vergessen, sonst muss man sich mit Kohlwasser waschen. Wenn wir Frauen aus der Haar wischen, müssen wir ein mit dem Putz Beulwasser über das Haar gehen. Nach der Arbeit im Sommer, wenn Buten warm wird, stellen die Kerls sich die Waschschale auf den Hof und wischen sich durch mit Kohlwasser. Da können sie so verrümsprüten, das braucht kein Abwischen. Und wenn man ein lütsches Kind hat, werden Windel auf dem Waschbrett mit Kernsäben buschen. Von wegen Barbiekost, Viertel, Kohlrabi oder Blumenkohl Sims kochen oder von Haferflocken Haferslim herstellen. Nix mit Pampers und Barbiekost oder mit n Waschmaschine oder n Lobsalbettkind. Wenn ich so denk, möcht ich bei den damaligen Tosten nicht mehr leben. Und von Urlaub haben wir auch noch gar nichts gehört.
Deshalb dächen wir auch gar nicht an so wat. Mir ist auch nicht bewusst, dass damals irgendeine ut usen Derb in Urlaub wär.